Hallo, grüß euch. Eine kleine Bastelstunde machen wir heute. Ich habe den N23 Tröpfler und ich versuche euch das kurz zu zeigen, danach schauen wir es uns besser. Ich habe eine Doppelmopper, sage ich jetzt hier mal. Und zwar ein 1,5 Durchmesser, dann ein Vlies drüber und dann nochmal außen ein Draht. Dann habe ich so eine Wicklung mit 0,45 Ohm auf 50 Watt. Muss noch schnell ein bisschen nachtropfen. Sehr interessant, vom Geschmack hervorragend. Ein Single Coil mit einem 0,30er Kantal, und wie ich draufgekommen bin, einfach so Gaudi halber wie immer, ein bisschen basteln, ein bisschen blödeln, und ich habe mir überlegt, vielleicht funktioniert es. Und jetzt machen wir die Wicklung. Viel Spaß! So, die erste Wicklung mache ich auf 1,5 mm, das ist der 0,30er Kantal. Da habe ich jetzt 6 Wicklungen gemacht, und zwar mache ich es mal ein wenig größer. Keine Microcoil. Die Beinchen in eine Richtung dann, so wie es jetzt, je nachdem, was für einen Verdampfer das habt. Dann nehmen wir ein Ding und halten die Keule ein bisschen her, damit er sich in sich nicht drehen kann. Und dann seht ihr da unten ein Stück Watte und so eine Art, wie es in bei manchen Clearomizer mitgeliefert wird, so ein Vlies, wer das hat. Gibt es auch zum Kaufen, ich weiß aber jetzt nicht wo, fragt es mich nicht. Ich habe die mal bei ein paar Selbstwickler so dabei gehabt und bei ein paar so Fertig-Coils, vor allem die temperaturgesteuerten Coils, haben gern diese Flachfliese oder wie man da sagt drinnen. Und wie gesagt, mit einem Beinchen den herhalten und dann das Vlies, könnt ihr es auch ein bisschen anfeuchten. Das habe ich da links einmal durchgeschnitten, dass ungefähr den Durchmesser hat oder die Höhe vom Coil. Darf auch ein bisschen mehr sein, ist schon klar. Und dann schauen wir, dass wir das da so mit ein paar Wicklungen schön umbringen, dass wir auch ein bisschen Höhe erreichen. Ist ein bisschen ein Fieselei, aber ist nicht tragisch. Also es ist nicht schlimm. Immer wie gesagt, das eine Viertel herhalten vor der Wicklung, dass euch die Wicklung nicht mitdreht und nicht zu festziehen, nicht dass es euch runterrutscht. So, dann habt ihr das schon. Dann haben wir noch das zweite Stück Draht. Das legen wir jetzt genauso da rein, haltet es dann fest. Und das ist jetzt ein bisschen das Schwierige. Da dürft ihr nicht zu das Beinchen einmal weg. Da müsst ihr ein bisschen mit Gefühl aufwickeln. Und deswegen nehme ich einen 0,30er Draht. Der passt da wunderbar. Schaut, dass um 3 oder 4 so Wicklungen über das Vlies kriegt. Aber wie gesagt, nicht zu stark pressen. Also ich habe jetzt da 3 Wicklungen. Muss ein bisschen vorsichtig sein. So. Schauen wir mal. Da kann man es noch mal ausrichten. Dann könnt ihr es entweder jetzt einspannen in euren Tröpfler oder in euren Clearomizer. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen da bei dem 1,5 mm. Und wer Kangacolt schon mal gewickelt hat, also der weiß das, wie das ist. Weil die haben da so 1,6, 1,8 drum. Macht euch einen längeren Kanal, einen dünnen. Müsst ihr ein bisschen testen, bis es passt. Wuselt das richtig fest durch. Es ist ja jetzt kein Schönheitskeul, nicht, das sage ich euch auch gleich, wie es ist. Ich bin nicht jetzt der wo da optisch. Und dann zieht euch da noch die Watte auch schon rein. Das da hier hinten schneiden wir weg und das andere lassen wir es puffen. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz.
Ja, geht vielleicht. Unten lassen. Also die Keule wird praktisch komplett geschlossen. Und ich werde jetzt das probieren und wenn das dampft, dann wird es am Eingang vom Video sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was die hat. Ich schätze, die wird so 0,4, 0,5 haben. Kann aber auch ein bisschen mehr sein. Und wenn es hinhaut, dann kommt das Video zustande. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Also unten 6 Wicklungen, außen 3, in der Mitte das, auf die erste Wicklung das Vlies drauf und dann Watte durchgezogen. Kommt man vorstellen, durch den dünnen Innendurchmesser, dass man sehr geschmackvolles und mit relativ wenig flächer Wicklung haben, die wo wir aber hoch, was heißt hoch, schon mit 40, 50 Watt oder so befeuern können. Also da können wir schon hingehen auf 3,8 oder 3,9 oder so Volt oder sogar drüber, ohne dass es uns gleich kratzt im Hals. Gut, dann schauen wir uns das an. Also ich baue jetzt das noch ein, das zeige ich euch nicht mehr, sonst wird es wieder so lang, das wisst ihr. Das müsst ihr noch, natürlich, die beiden Beinchen ist eh klar, ein Plus und ein Minus, das brauche ich euch nicht sagen. Dann sehen wir uns dann danach wieder. So, wie man das jetzt macht, oder wie ich das mache, habt ihr jetzt gesehen. So schlimm ist das nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel bei 0,47 Ohm ist jetzt der Widerstand ein bisschen gegangen. Also bei 20 Watt kommt auch schon relativ viel. Aber wie gesagt, bin mir sicher, die gehen sogar noch höher auf. Jetzt gehen wir so auf 28 Watt. Die Airflow habe ich nur bei 4 Bohrungen auf beim N23. Ja, macht Spaß, ist einmal was anderes. Wird sicher der ein oder andere auch schon mal gemacht haben, aber ich habe noch kein Video nicht dazu gefunden, aber ich denke, jetzt mache ich es. Vielleicht hat die auch schon einen Namen, ich sage halt Doppelmopper oder Doppelwopper. Genau, Doppelwopper. Doppel, Vlies, Wopper. Ja. Sehr wenig Fleisch, sehr viel Dampf, der Geschmack ist auch gut, sehr milder Dampf, sehr angenehm. Also sogar bei 50 Watt keine Reizwirkungen. Wer zum Beispiel Probleme hat und möchte mit 50 oder höher Watt und hat dann immer so das Kratzen im Hals oder was, ist das eine sehr sanfte Wicklung. Gut, danke fürs Einschalten, viel Spaß noch und pfiat euch.